Folgendes ist passiert. Ich bin zum Einkaufen geschickt worden in den Supermarkt. Meine Frau hat keine Zeit gehabt, die war mit den Steckerlweibern unterwegs. Schönen Gruß an meinen Freund Pödel Herbert in Fichtach, der hat den Begriff erfunden. Das ist einer der schönsten Begriffe, den ich kenne. Steckerlweiber. Also, die war unterwegs mit denen und ich bin in den Supermarkt. Jetzt habe ich, wer das schon gehabt hat, und jetzt hat jeder schon gehabt, der weiß, was das bedeutet. Ich habe an dem Tag Brechdurchfall gehabt. Es ist ein Elend, wirklich. Und dann musst du zum Einkaufen in den Supermarkt. Ich habe daheim einen Fencheltee getrunken und einen halben Zwieback abgepresst. Aber ich habe mit dem Zwieback aber noch diskutiert. Willst du auffahren oder willst du runter? Also dann komme ich in den Supermarkt. Käse weiß, ich wollte nichts essen, ich wollte nichts trinken, ich wollte schnell einkaufen und davon. Ich bin kaum drin gewesen. Kaum. Hupft ein Weiber zu mir her mit so einem silbernen Tablett. Heute Aktion, kostenlose Probe, können Sie probieren. Das ist ein Käse, 3 zur Auswahl. Dann holt man den Käse unter den Nosen. Wirklich. 3 verschiedene Käse. Also einer, der hat sich direkt gerührt, der war schon so. Einer war braun, hat gesagt, das ist aus mongolischer Stutenmilch. Das auch noch. Ein Roskäse, ein Roswurst lassen wir noch eingehen, aber ein Roskäse. Einen anderen, das habe ich nicht verstanden, der war französisch. So, holt man die daher, sage ich, passt schon. Nein, sagt sie, Sie haben mich nicht verstanden, das kostet doch nichts. Na, ich habe schon einen Zwieback gehabt. Aber ich weiß nicht, wer die Promotion-Weiber kennt, die haben ein Durchsetzungsvermögen. Heirat-Turnier, Promotion-Weiber, die gibt nicht nach. Also, nein, sagt sie, verstehen Sie mich nicht, das kostet ja nichts, das ist eine Probe heute. Sage ich, ich weiß schon, das geht nicht. Ich wollte schon sagen, wenn du rimpfig am Rachlung gestanden wärst, aber nein. Ja, ist aber wahr. Ich hätte den ganzen Käse gegessen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn Sie keinen wollen, Sie können auch einen mit heimnehmen. Ja, sage ich. Was kostet es ein Pfund? Habe ich um 11 Euro ein Pfund mongolischen. Der hat das so gestunken. Ich hab dann tatsächlich ein paar Meter gehen müssen, dass nicht mehr so auffällt und habe dann zwischen die Deo-Stifte und die Toilette habe ich reingestellt, weil man denkt, ja, ich zahl doch das nicht. Also habe ich ihn reingestellt, dass es nicht so auffällt und bin weiter. Ich habe schon gekannt, zwischen den Zähnen der Zwieback, das ist dann der Druck, der hat nachher gedruckt und der Tee auch schon. Und dann bin ich weiter. Dann gehe ich an die Wursttheke. Jetzt ist der Geschmack, ich mag den Wurstgeschmack schon gern, aber wenn der Zwieback grüßt, dann schmeckt es leider nichts. Jetzt steht da an der Wursttheke wieder eine dort, holt mir dann so ein Ding hier, auch so ein Tablett. Wissen Sie, dass Speck nicht gleich Speck ist? Ich wollte schon sagen, ja, das sage ich an dir und an mir. Du bist fett und ich Stapel. Ja, ist ja wahr, da kann ich mich auch also irgendwas, wenn das so schlecht ist. Dann holt es mir auf dem silbernen Tablett, da war wirklich ein Spekum, der war schnell weiß, so weiß, bloß eine ganz feine rote Ader hat darauf hingewiesen, da könnte mal ein Fleisch dabei gewesen sein. Also, sagt, Sie können es probieren, das kostet heute nichts, wir haben heute extra da, wir haben eine Großmetzgerei aus, weiß ich gar nicht mehr woher. Sag ich, zahlst mir nicht beiß. Käse habe ich auch schon. Nein. Kann man es mit heimnehmen? Ja, hat sie gesagt. Ein Pfund, 12 Euro, sag ich. Ja. Dann hat sie noch gesagt, bloß dass ich weiß, warum es so teuer ist, das sind Original Südtiroler Schweine gefüttert mit Original Südtiroler Bergkräutern, geräuchert über Original Südtiroler Buchenholz. Habe ich gesagt, ja dann, zahle ich es gern. Den habe ich dann zwischen Erbsen sehr fein und Möhrchen eingestellt, weil der hat nicht so gestunken. Jetzt meinst du, ich war ja schon kurz vor dem Speim, jetzt meinst du, jetzt hast du es überstanden und es geht nicht mehr schlimmer, es geht schlimmer. Ein paar Meter weiter bei der Kühlwarenabteilung, wo immer das Rama ist und das Zeug, steht einer dort mit einer, ich habe mir schon gedacht, weil der anzogen ist, Fasching, mit einem so einem Sirtaki-Gewand, da kennst du das, die Griechen, warum da so ein roter Bommel ist, steht der dort und holt mir was entgegen und sagt, ist eine große Neuigkeit, den Fisch in Aspekt. Ein Tintenfisch-Schulz, Leute, stellt euch mal das vor, der hat auf einem silbernen Tablett, das haben so viele die Kastel gewesen, ein Sulz praktisch, und da haben so Fäß drin gewesen, so lila-blaue, mit Saugnäpfen.
Ich habe mir zuerst gedacht, der ist krank, weil er die Sulze so zittert. Ja. Also ich habe mir angeschaut, der hat sich gar nicht bewegt, aber die Sulze. Der fragt auch, ich probiere doch keinen Faust in der Sulz drin. Also den hätte ich als gesunder Mensch schon nicht probiert, geschweige denn mit einem Zwieback im Nasenloch. Also wirklich. Habe ich gesagt, was kostet das Pfund? Sagt er, gibt nur Kilo. Da habe ich dann für 20 Euro ein Kilo gekauft, aber ich schaue auch auf meine Mitmenschen, aber ich denke, das stelle ich jetzt in kein Regal rein. Wenn da einer vorbeikommt, ein Mensch, der ein wenig Böll ist und zittert da der Faust, der kriegt einen Herzinfarkt oder was. Da habe ich das ganze Gefraß in den Gefriertruhe reingeworfen, weil man denkt, da, in einer Viertelstunde rührst du nicht mehr. Dann bin ich weiter. So schlecht. Also wirklich so schlecht. Ich habe meine Frau verflucht. Ich habe am Rachel das Kind Abel noch verflucht. Ich weiß gar nicht warum, der kann auch nichts dafür. Und bin dann Richtung Kasse. Ich habe mir gedacht, ich kaufe jetzt gar nicht mehr rein. Da tun wir daheim mal nichts essen. Ich hole es nicht mehr raus. Kurz vor der Kasse kommt der letzte Chaot. Haben wir Käfer mit Oliven? Ich weiß nicht, wer einen Käfer kennt, weil ein Käfer ausschaut. Wir haben eine Katze. Wenn die schlecht im Müll erwischt hat und speibt. Nicht ganz so appetitlich schaut Käfer aus. Und das hat der dabei gehabt mit so grünen Feiserteln drin, das waren die Oliven. Und man keine Diskussion, habe ich gesagt, was kostet das Pfund? Sagt er, wird in Liter gemessen. Sag ich, noch nicht mehr Maß. Dann bin ich wieder in einer Maß gekriegt, einen Käfer. Den habe ich nicht mehr losgebracht, weil Kasse schon da war. Den habe ich noch gezahlt, 16,70 €. An der Kasse sagt dann das Dirndl da, möchten Sie eine Payback-Karte? Habe ich gesagt, nein, ich spiele Schafkopf. Bin ich raus. Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Wirklich war. Sowas musst du mal mitmachen, wenn das sowieso schon schlecht ist. Und jetzt sage ich euch zum Schluss noch was. Das Gegenteil ist mir auch schon wieder passiert, das ist noch gar nicht so lange her. Ich fahre in die Tschechei zum Tanker. Nimm meine Frau mit, was ja grundsätzlich ein Fehler ist. Fahre zum Tanker hin, daneben ist der Gentleman Club. Ich stehe an der Tanksäule, kommt eine Dame her, eine junge Tschechin, da Präsident, so ein Reckerl, so ein Tascherl, klopft ans Fenster und sagt, grüß Gott, heute Gentleman Club 10 Jahre Jubiläum, heute ist Sonderaktion, Kosenik, können Sie kommen? Sage ich, sag's zu meiner Frau, heute Aktion, wenn man will nicht. Und wisst ihr, was das Gemeine ist? Nicht einmal mit heimnehmen haben wir was dürfen. Dankeschön. Prost.